Ma ja haut ass jo en Treffen vun den EU-Finanzministeren an et geht die Scholz, die Griechenland anscheinend miste zréck bezuelen Leiit, die hain as sech rassembléieren wëllen matdeelen, dat ze solidarisch sinn mam Kampf vun der Griechen a vun der griechescher Regierung géint den Erpressung, die Erpressungsversuch, den phänomenalen Erpressung vun der Eurogruppe vun den Regierungen, die versiche Griechenland op Knéen ze zwingen. Die griechische Regierung wëlt nach ëmmer net no ginn. Mir mengen, dat die griechische Regierung net werd no ginn, an die griechische Regierung het recht dat ze machen, weil et geht drums een autoritären an ultraliberale Modell ze verhënneren, den a Griechenland schon appliéiert gëtt, er soll weiter appliéiert ginn, an den Erwirklichkete no soll fir d ganz EU gëllen. Ma ja, wat zoen die aner EU-Finanzministeren, wat se EU-Kommission, sie seet leef griechech Regierung, wann der weiterhin wët finanzéiert ginn, da muss der Rente kiezen, da muss der Salare kiezen, da muss er privatiseieren an so weiter. Die griechech Regierung, die faire Stiwen dat schon gemar an mir kennen lo die katastrophale Situation, Sozialsituation an Humanitarsituation an Griechenland. Die griechech Regierung die seet, neen, DW wëlle man net goen. Wir sind bereit, Reformen zu machen. Mit den Reformen, das heißt, wir wollen eine bessere Steuerverwaltung haben, wir wollen das Pensionssystem mehr gerecht machen und so weiter und so fort. Und das refusieren die EU-Finanzminister. In Wirklichkeit, was die EU-Finanzminister fordern, ist ja geckisch. Sie wollen ja nach die Sozialsituation und die ökonomische Situation von Griechenland noch mehr ruinieren. Aber Griechenland dat akzeptieren, da gif gar nicht mehr funktionieren. Also wieso kein Griechenland dann sowieso nie irgendetwas strikt bezahlen, eng dat eng Schuld vor, muss auch noch daran erinnern. Und das hat ja auch der Komitee zu Athen gesagt, den jo die griechische Stadt soll analysieren, die auch schon zu Schlussfolgerungen kommen, dass die dat illegal war und odiös war, wie das gesagt wird. Lützeburg wird Präsident überholen ab den 1. Juli. Wir haben schon an den letzten Monaten als die Link vorgestellt und die Regierung und den Herrn Gramegna auch für zu wissen, was die Position von Lützeburg ist an dem Schuldenstreit. Es kriegt nie irgendeine korrekte Antwort von dieser Regierung. Und das Einzige, was den immer hört, dass die griechische Regierung Efforts machen, jeder muss Efforts machen. Das ist gar kein Inhalt. Ich meine, die Lützeburger Regierung hat gar keine griechische Position. Am bestenfalls, am schlimmstenfalls leidet die Lützeburger Regierung auf der deutschen Linie, auf der Linie von Herrn Wolfgang Schäuble, was wirklich die Linie ist, die Griechenland wird ruinieren. Wir wollen natürlich aber, wir hoffen, und wir werden noch militieren dafür während der Präsidenz, dass die Lützeburger Regierung positive Initiative Griechenland erhält. Wir machen uns aber keine Illusionen, weil, wenn ihr gesagt was die Regierung Heimat zu Lützeburg, das ist eine neoliberale Politik, können wir uns leider nicht vorstellen, dass die heutige Regierung den Courage hat, eine real Sozialpolitik zu machen für die EU. Das heißt, es geht auch darum, dass die Leute heute zu Lützeburg Druck ausüben, ob die Regierung heute zu Lützeburg, zumindest während der Präsidenz, weil dann wenn Griechenland weiterhin an der Ruin gezogen, der wir nicht vergessen, das Programm geht für die ganze EU appliziert.